Shalom Aleichem! Ich bin Rukhl Schaechter. Und ich bin Jochnowitz. Seid begrüßt in unser Kochprogramm Essgesinntheit. Lekuvit im Jontef Shavuos wollen wir aufpassen, wie zu machen 2 Minen Käsekuchen, einen traditionellen mitteleuropäischen und einen veganischen. Der vegane Käsekuchen wird haben Schokolade. Oh, klingt sehr gut. Ist die erste Sache, was wir wollen tun, wir haben zerteilt Eier, Weißlach und Gelachlach. In die Gelachlach, was wir machen 4 Eier, wollen wir reintun 1,5 Teppich Farmerkäse. Weil ihr kennt das gefunden im Geschäft, kommt es in so eine Kletzelach. Wir wollen machen 1,5 von die Kletzelach, reintun, reinbrochen in die Gelachlach. 1,5 von dem zweiten Kletzel. Es mischt ein bisschen mit einem hölzernen Löffel. Tut rein 2 Löffel Zucker, 2 Löffel ausgequetschter Limonensaft. Mischt es gut aus mit einem Löffel. Jetzt mischt es aus mit einem elektrischen Mischer per Melach. Noch ungefähr 3 Minuten, wenn es schon glattig ist, könnt ihr aufstellen in der Maschine. Und jetzt kannst du sehen, wie man macht mit dem Mehl. Ja. Wir wollen ein Drittel Teppel schön durchgesippte Mehl. Wenn wir das fahren sippen, wollt gewinnt zu viel, wollen wir das meisten noch sippen. Ort ist ein Drittel Teppel. Ein Sachmehl wird fallen auf den Teller, aber das macht nicht aus. Du seht das wie ein Drittel Teppich. Ja. Sehr schön. Es ist sehr puchig, nicht zu viel Mehl. Ja, ist rein in der Gelachlach. Und jetzt rein tun einen halben Löffel Backpuder, einen halben Löffel Salz. Und mischt, das könnt ihr mischen mit der Hand. Mischt, bis ihr könnt mehr nicht sehen kein Mehl. Und jetzt, ihr seht, man sieht nicht mehr kein Klumpen. Das ist schon great. Jetzt gehen wir ausmischen die 4 Weißlach mit einem elektrischen Mischer. Und bei Schaas Mainze wird Eve heranschütten 3 Löffel Zucker. Noch ungefähr 4 Minuten, wenn sie wird Schnee oder Piano, ist ihr sehen, dass sie wird steif, aber nicht den ganzen. Also wisst ihr, dass es das richtige Mehlgefühl. Ihr wollt sein vorsichtig mit der Weißlach, aber zuerst nehmt ein Viertel von dem, mischt es heran, wie gewöhnlich. Darf sich nicht schrecken. Das macht das Teig ein bisschen weicher, wir können besser falten. Mehr Luft. Luftig, ja. Puchig. Und jetzt, der Rest tut er an ein paar Melach. Beschmiert ein kaltes Gefändel von ungefähr 8 oder 9 Inches mit Butter und sehr paar Melach falten wir daran den Teig. Jetzt geht daran pinket. Jetzt gehen wir reinstellen den Tort in den Oven, aber früher lassen wir herausnehmen unser erstes Ingredient für einen veganer Käsekuchen, eine Kokosnuss. Den Oven haben wir schon ungewärmt auf 350 Grad. Den Kokosnuss könnt ihr anwärmen in Oven
15 Minuten, eine halbe Stunde oder im Ganzen nicht. Es macht es ein bisschen geringer zu öffnen, wenn man backt es auf 15 Minuten, eine halbe Stunde. Eine Kokosnuss hat 3 Grieblich von oben. Die 3 Grieblich sind ein bisschen weicher und dort können wir machen die Löcher. Jetzt wird davon ein Schraubenzieher und ein Hammer. Man hat euch ein Machschier, was ist speziell für öffnen einer frischen Kokosnuss und das habe ich auf Peisach, weil Peisachzeit mache ich eine Sache mit Kokosnuss. durch ein Jahr kann ich sich begehen mit Schraubenzieher. Das ist halten von mir fest, Scheuer. Machst die Löcher. Und gießt ab das Kokosnusswasser. Kokosnusswasser ist jetzt sehr in der Mode. Es hat eine Sache Kalium und Phosphor und Magnesium und andere gesinnte Mineralien. Besser wie Gatorade. Ein Glas will ich. Ich will davon. Oh, jetzt haben wir gefunden, einen saftigen. Ja, aber ich habe gemeint, dass Kokosnussmilch ist weiß. Von der Kokosnuss hat man 2 Maschkes. Das Kokosnusswasser, was ist schön inwendig in einem reinen Kokosnuss. Und von dem Fruchtfleisch von dem Kokosnuss wollen wir machen Parve Milch. Das ist Kokosnussmilch. Das wird sein weiß. Ja, das wird sein weiß und sehr reich und sehr Geschmack. Und wir werden das trinken später, wenn es kühlt sich ab ein bisschen. Okay. Dem Kokosnuss will ich einwickeln in ein Handtuch. Soll nicht machen zu viel sticklich und brecklich um mit herum. Und Never. Auf unsere Sonne. Ja. Was? Schmeckt sehr gut. Das ist frische Kokosnuss. Das ist was ist ungewahren. Der schmeckt das so gut. Und die Stücklich Fruchtfleisch nimmt man ab von dem Schalachs. Das Fruchtfleisch hat ein bisschen einen braunen Heitel. Wenn man gewollt machen, eine Kokosnussmilch, was ist sehr, sehr weiß, zu machen, einen weißen Käsekuchen, wollten wir abgeschält dem Heitel. Aber machen wir einen Schokoladenkäsekuchen, macht es nicht aus. Das Stücklich Fruchtfleisch molz ab in einer Speismaschine und die Stücklich Schalachs, die von ihnen, was haben einen Kaminenstieb, jetzt geht sie Kokosnuss-Schalachs zum Holz, macht ein... Schön im Reich. Ja. Jetzt ist da ein bisschen rein. Und mischt es dann erst 2 Minuten. Noch ein klein bisschen noch. Ja, klein bisschen. Sehr schön. Das Fruchtfleisch ist schon sehr gut abgemahlen. Ziehe es heran in eine große Schüssel. Und bei Gieß mit der Teppel heißes Wasser
Löffel Wasser, das ist nicht so heiß. Und mit die Hand solltet ihr massagieren dem Kokosnuss 80 Mal. 80 Mal? Was 80 Mal? Das ist ein Minig von Thailand. Ah. Das Mal wollen wir nutzen nur die Milch von dem Kokosnuss, aber das Fleisch können wir verfrieren und später machen von dem Torten und Makaronen und Saftgeschmack Sachen. Marzipanen, auf einem kommenden Kapitel wollen wir das nutzen. Ich habe schon massagiert dem Kokosnuss 80 Mal, gehe ich durchsippen die Milch. Zu der Milch gibt sie 12 Onzen, das heißt 450 Gramm bittersüß Schokolade. Das ist 3 Tabletten mit der Hälfte von Noblesse Schokolade. Ja, wir nutzen Schmetterlings von Schweiz. Es ist Kuschel Peisig in Parade. Jetzt gehen wir zum Ofen. Dem Schokolade mit dem Kokosnuss stelle ich auf heiß kochendes Wasser, soll sie gehen. Derweil es bleibt noch ein Ingredient. Das ist Agar. Das ist ein vegetarisch-veganer Gelatin gemacht von Yamgros. Als man kauft in Mark Kogel oder andere kuschere Gelatinen, ist das gewöhnlich Agar. Wir können es finden in Gesindspeiskromen. Zu 1 Löffel Agar gibt sie 4 Löffel Wasser oder 2 Löffel Wasser und 2 Löffel Rum oder Pesachzeit Schlivovitz. Und kocht, bis die Stücklich Agar sollen sie gehen. Der Schokolade ist schon gegangen und der Agar ist schon gegangen euch. Gießt ein dem Agar in dem Schokolade. Und dem Schokolade-Agar-Gemisch gießt ab in die Bäckerlech. Und die Bäckerlech legt rein in Lodownie 3-4 Stunden, sie sollen sich vergliedern. Der Käsekuchen hat sich schon gebacken, 30 Minuten. Lass mal sehen, wieso ist das echt was. Oh, guck wie puchig. Schön. Und es schockelt sich noch ein bisschen, das ist perfekt. Nu, es ist Tage noch nicht schwer, aber lass uns doch lassen, wo er gehen. Was nicht? Ja. I get you on to think. Wir hoffen, dass ihr da nur gehört. Gedenkt, esst gesinnte Hände.